Vor mehr als 2000 Jahren hat in Nazareth, das ist ein kleines Dorf in Israel, eine junge Frau gelebt. Sie hat Maria geheißen. Sie hat ein einfaches Leben geführt, aber sie war zufrieden. Maria ist mit dem Josef verlobt. Er hat ganz in der Nähe von ihren Eltern seine Werkstatt gehabt. Die Maria und der Josef wollten bald heiraten und dann eine gemeinsame Wohnung über der Werkstatt erreichen. Ich wünsche mir so sehr eine Familie mit dir. Ich auch, Maria, und ich werde immer gut auf unsere Familie aufpassen. Die Maria war eine gläubige Frau und hat jeden Tag zu Gott gebetet. Ihm hat sie ihr ganzes Leben anvertraut. Sie hat Gott auch beten, dass er ihm Josef und ihr gutes gemeinsames Leben würde schenken. An einem Tag hat sie wieder leise mit Gott geredet, wo es um sie plötzlich ganz hell geworden ist. Was ist das für ein Lied? Ich bin der Engel Gabriel. Ich habe eine gute Nachricht für dich, Maria. Gott schickt seinen Sohn auf die Erde. Er sollte den Menschen die Liebe von Gott zeigen. Und Gott hat dich, Maria, als Mutter von seinem Sohn auserwählt. Mich? Wie soll das denn gehen? Schon bald wirst du ein Kind bekommen. Und das wird Gottes Sohn sein. Geburtsort gehen und sich dort in einer Liste eintragen. Wer das nicht macht, wird bestraft. Der Kaiser kennt keine Gnade. Ich bin in Bethlehem geboren worden, also müssen wir dorthin, um uns in die Liste einschreiben. Das Kind wird schon bald auf die Welt kommen und der Weg von Nazareth auf Bethlehem ist weit. Was meinst du, Maria? Schaffst du die beschwerliche Reise? Gott wird uns helfen. Damit die Reise für Maria nicht so schwierig ist, hat der Josef für sie einen gutmütigen Esel gesucht, damit sie das Gepäck nicht tragen müssen. Komm Maria, wir bepacken den Esel.
Es dauert mehrere Tage, bis sie endlich in der Stadt Bethlehem angekommen sind. Überall laufen Menschen herum, aber niemand beachtet sie. Da ist aber viel los. Hoffentlich hat es noch ein Zimmer für uns frei. Das Kind könnte ja jeden Moment auf die Welt kommen. Ich bin so kaputt. Und du, lieber Esel? Ja, so kaputt. Haben Sie noch einen Platz für uns zum Übernachten? Meine Frau ist schwanger und muss sich von der weiten Reise erholen. Nein, wir sind ausgebucht. Schaut jemand anders. Der Josef fragt noch bei allen Gastleuten, aber überall werden sie abgewiesen. Haben Sie noch einen Platz für uns zum Übernachten? Meine Frau ist schwanger und muss sich von der weiten Reise erholen. Ihr seid aber ein bisschen spät dran, für einen Platz zu bekommen. Ganz Bethlehem ist voll Leute. Was sollen wir jetzt machen? Maria und Josef klopfen noch an der letzten Unterkunft. Der Wirt öffnet die Türe und sieht Josef und die hochschwangere Maria. Ihm tun die zwei leid. Ein Zimmer habe ich keins mehr, aber ich kann euch ein Dach über dem Kopf anbieten. Dort hinten steht ein Stall. Dort könnt ihr einen Unterschlupf finden. Ja, so gut. Engel hat gesagt, das Kind soll Jesus heissen. Auf den benachbarten Feldern sind die Hirten am Schafhüten und sie stehen alle ums Feuer. Sie erschrecken, weil es plötzlich ganz hell wird. Was ist das? Es ist doch noch Nacht. Und was ist das für eine Musik? Die Hirten reiben sich die Augen, weil sie glauben, dass sie träumen. Vor ihnen erscheinen ganz viele Engel. Sie haben ein wunderschönes Lied gesungen, von Freude auf der Erde und von Gottes Liebe.
Habt keine Angst, heute ist in der Nähe von euch Gottes Sohn in einem Stall geboren. Er wird der Retter von allen Menschen sein. Wir singen euer Neues, wie die eure Nacht von euch fröhlich macht. Das Kind hat Frieden. Was Gottes Sohn soll in einem Stall liegen und nicht in einem Schloss? Das kann doch nicht stimmen. Die Hirten haben das Versprechen gekannt, das Gott seinem Volk gegeben hat, dass er den Retter wird auf die Erde schicken, als König, der den Frieden und das Glück für alle Menschen in Israel und für die ganze Welt wird bringen. Kommt, wir wollen den Stall suchen. Ihr habt ja von den Engeln Gottes gehört, der Retter wird dort sein. Der helle Stern hinten auf dem Feld, kann dort unser Retter Jesus sein? Die Hirten sind schnell mit klopfendem Herz zu dem kleinen Stall am Rand vom Feld gerannt. Als sie im Stall angekommen sind und das kleine Krippli in der Krippe gesehen haben sie genau gewusst, dass der Engel vorher gesagt hat. Sie haben Gottes Sohn gefunden. Der helle Stern über Bethlehem ist auf der ganzen Welt zu sehen. In einem fernen Land beobachten drei gescheite und gelehrte Männer den Himmel. Schon lange gibt es eine Verheißung, dass Gott einen neuen, ganz besonderen König schicken wird. Es ist soweit. Kommt, wir gehen. Der Stern wird uns den Weg zeigen. Dort ist der Stern, dort beim Stall. Kommt! Glaubt, dort ist unser König. In einem Stall soll ein König sein. Bist du sicher, Balthasar? Ja, sicher. Dort ist der Stern und dort, wo der Stern ist auch der König. Tatsächlich, da ist er, der neue König, der versprochene Retter für die ganze Welt. Kaspar, Melchior und Balthasar schauen Jesus ganz ehrfürchtig an. Sie verstehen plötzlich, dass Jesus ganz ein besonderer König ist. Er ist Gottes Sohn. Was sind das für Geschenke? Die sehen aber kostbar aus. So Sachen habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, es ist Gold. Ja, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nur Gold ist für einen König würdig. Weihrauch verbindet Menschen mit Gott, weil er zum Himmel aufsteigt. Und Myrrhe ist ein Kräutersaft gegen Krankheiten. Gott hat uns ein unglaubliches Geschenk gemacht. Das Kind wird die ganze Welt verändern und allen Menschen helfen. Alle werden sich an seine Geburt erinnern.